One Planet, 20 Futures, der Podcast vom Nachhaltigkeitsrat Lützeburg. Willkommen beim Podcast One Planet 20 Futures vom Nachhaltigkeitsrat Lützeburg. Mein Name ist Cedric Reichel und ich begleite euch durch die 20 Episoden von diesem Podcast. Das ist der Podcast, der jedem von euch soll helfen zu verstehen, wie Lützeburg kann wirklich nachhaltig gehen, für das Planet für uns alle gut durchgeht, und wie wir können alle gut mit konkreten Mesuren dazu beitragen. An Haut schwätze ich mit Josh Bock, moin. Moin. Über ein faszinierendes Thema, Steuern. Was muss ich machen, für das Leute nur lauschen? Ja, dann musst du das so erklären, dass du drin verstehst. Das Problem ist mal, an dem wir über schwätzen. Persönlich, ich meine, das ist schon mal immer mehr spannend. Einfach, die seid von Formation Ökonomist. Ja. Die hat zu Straßburg studiert, an Dono Werner Lang bei KPMG, auf verschiedenen Positionen. Und irgendwann hat gesagt, okay, lo gründen ich etwas Eigenes. Ja, was war das? Also, ja, weil irgendwann schon die Finanzwelt gut kennengelernt und dann ist es auch Thema interessiert oder nicht interessiert, möchte Urgence gesehen für sich aber ein anderes System zu überlegen oder für darüber nachzudenken, wie das verändern. Weil verändern. Das ist nicht für eine Veränderung von diesem System, die aber muss passieren. An den Teil davon ist natürlich auch, was Leute mit ihrer Suche machen. Wir haben alle gewisse Gespurtes an ganz Tag gehen wir davon ein bisschen Decisionskraft auf. Gehen so wo Banken und wir lassen nicht in einer dezidieren. Und die hat eine Plattform, die wir gegründet, die ist Moneyflow. Das ist eine Entreprise, die am Anfang soll erlauben, nachhaltig oder Decisionen zu treffen über Nachhaltigkeit oder seine Valeuren unabhängig von Banken, an dem du selber kann dezidieren, will ich an Nuklear investieren, will ich an Öl und Gas investieren, will ich an Palmöl interessieren, aber anstatt investieren, aber anstatt nicht voll, dann drückt nicht die richtige Knäppersche und dann kriege ich Propose gemäht, die dann eben die Themen ausschließen. Wir lassen aber nicht fragen, ob, was die Themen sind, aber was wichtig ist, es sollen sich positionieren, mit so kann ich auch gut Initiativen lancieren. Und geht darum, geht auch hauptsächlich auch versuchen zu verdienen, an dem es wo ich etwas Gutes machen. Und die interessiert erst auch für Blockchain-Technologien. Ganz genau. Also in Deal zum Beispiel ist es so, dass man auch darum geschafft haben, für die Investitionsmöglichkeiten so billig wie möglich und Leute zu kreieren. Und das machen wir mit der Hilfe von der Blockchain-Technologie, weil die Technologie effektiv ist, die extrem effizient ist. Die auch, ich muss das nur direkt so, weil das kriege ich da ganz Tag gesagt, die auch extrem energieeffizient ist. Das darf Blockchain nicht mit Bitcoin gleichsetzen. Bitcoin konsumiert natürlich enorm Energie, und da kann ich noch darüber diskutieren. Die Blockchain, die wir benutzen, die gebrauchen nur ein Drittel von der Energie, die eine Visa-Transaktion gebrauchen. Das ist, das ist so das möglich, dass Green goes digital and digital goes green. Schon ein schöner Slogan, den wir dabei haben. Also sind wir noch gar bei der Vision, aber am Anfang ist es mehr wichtig zu wissen, was das eigentlich eher Vision für die Zukunft. Meine Vision für die Zukunft ist Ökonomie nicht mehr nachhaltig. Nicht mehr nachhaltig. Nicht mehr nachhaltig. Also in Bezug zu Steuern, ich kenne ja auch mal ganz provokativ froh, brauchen wir 2050 noch Steuern? Brauchen wir ein Steuersystem? Ja, und ich meine, den Einstein hat das gesagt, es sind zwei Sachen, die sicher am Leben, nachdem das Tote dann sind Steuern. Für was brauchen wir immer Steuern? Aus verschiedenen Gründen mit Steuern leben wir eine Gesellschaft, und mit Steuern geben wir einer Gesellschaft auch mehr an Infrastrukturen. Und du könnt noch, die hat das schon ein bisschen noch gesagt, mit Steuern steuern wir auch. Und so gesehen brauchen wir immer Steuern, das wird immer so bleiben. Dir hat zusammen mit dem Nachhaltigkeitsrat eine Etude herausgelassen, ja, mit einem ganz komplizierten Titel, wo da eigentlich um Tax Shift geht. Ja. Könnt ihr vielleicht eine Summe davon machen, weil du geht es ja auch darum, wie ein nachhaltiges Steuersystem für Lützeburg kann ausgesehen. Genau. Also was wir wissen, was wir am Nachhaltigkeitsrat wollten machen, das zu sagen, okay, wenn wir hier hingehen und wir denken immer von Jahr zu Jahr zu Jahr zu Jahr, dann möchten wir immer nur kleine Sachen. Aber was wir aber brauchen an der Situation, wo wir sind, sollten wir manchmal als schuldig sie für darüber nutzen, denke für was die so schön sind, ein Paradigm Shift, also für das groß ganz auf vorzustellen. Und dafür haben wir gesagt, ein Platz, dass wir hier hingehen, was wir am Anfang gucken, wir haben mit klein, was sind Mesuren, wir gesagt, wenn wir das ganze System müssten auf vorstellen, was wird dann ein nachhaltiges Steuersystem? Und da haben wir als zusammengesetzt mit einer Gesellschaft, die daran spezialisiert ist, X-Tax.
Und dann haben wir gesagt, haben wir mit ihm noch diskutiert, was soll ein nachhaltiges Steuersystem sein. Also erstens, ein nachhaltiges Steuersystem soll als Objektiv von nachhaltig klimaneutral, inklusiv, jeder soll damit eins können gehen, jeder soll gerecht behandelt gehen und soll den nach wie vor eine kompetitive Welt behalten. Ja? Also das heißt, das ist nicht so, dass dann auch die Entreprisen an sich an einer Situation sind, wo ich so okay, wo kann keine Ökonomie mehr stattfinden. Also das ist das erste große Ziel von seiner Steuerreform, wenn die ging machen. Das zweite, das bei uns heute Steuersystem, den das ganz klar darüber ausgerichtet, für hauptsächlich Profite zu besteuern, an Erbischt. Auch wenn wir gucken, wo sind im Moment die großen Herausforderungen von dieser Welt, die liegen auf der Utilisation der Ressourcen, also die liegen auf der Pollution. Muss man also nicht hingehen. Also, wir müssen ein Steuersystem schaffen, den das mehr stärker ranzieht, für irgendwo auf eine Welt zu kommen, wo man da für Steuern und andere Ressourcen brauchen und andere Pollution Nachhaltigkeitsrot. Steuern soll ja steuern, hat er schon gesagt. Im Sinne, dass eine faire und nachhaltige Finanzierung der Gemeinschaft unabdingbar ist. Wir besteuern heute in Luxemburg bei den direkten Steuern vor allem Gewinne von Gesellschaften, die wir hier ansiedeln wollen, und den Arbeitslohn der Beschäftigten. Seit kurzem gibt es zudem eine CO2-Steuer. Wie kann man das Steuersystem so umbauen, dass es besser die globalen und nationalen Nachhaltigkeitsziele unterstützt? Ja, also von unserer Seite aus haben wir dann effektiv so eine Etude gemäht, wo wir hingegangen sind. Und wir haben Konsumation, und Pollution und Utilisation von Ressourcen besteuert für Lützeburg. Was heißt das im Klartext? Wo als Sputtenöwen bei uns, wenn wir uns dann an Steuern muss immer an einem globalen Umfeld gucken, wo als Sputtenöwen definitiv auf der TVA, zu Lützeburg als Sputtenöwen, und TVA als eine Steuer, die auf der Konsumation liegt. Und dann, wo es Sputtenöwen, wo sie Möglichkeiten do, wir haben einen Logistical Hub, da haben wir das Ökonomie verbunden, und das ist gut, wir haben das auch Responsabilität verbunden. Natürlich, dadurch haben wir natürlich auch viel Kerosin, also weiter und so fort, den verbraucht wird. Dann haben wir, sind wir in Transitland auch für viel Verkehr. Das leitet zusammen noch mit dieser Politik, was Benzin und Diesel und so weiter geht. Also da sind überall Möglichkeiten. Natürlich, an der Etude haben wir probiert, eine Simulation zu machen, wo wir von 2021 aufhängen und 2025 abhalten. Und da geht über 4 Jahre. Und dann geht man mal gucken, wir gehen graduell TVA setzen. Konsumation, das ist, die Leute nutzen, denken, wie sie konsumieren, Konsumation nicht encouragieren, mehr bewusst zu machen. Das Zweite, das dann auf dem Diesel an einem Accisen zu schaffen, und der Aviation zu schaffen, und dann auch ein ganz Kopf an kleine Elemente wie Pollution vom Wasser und so weiter und so fort, die sind noch allgemein dran, Versicherung vom Böden, das sind nicht die Großpunkte. Die großen Aggregator werden nur die ich gesagt habe. Nun haben wir sich gesagt, wir könnten 2 Milliarden mehr abheben, wenn wir durch schaffen. Da muss ich natürlich so, wir hatten gesagt, Inklusion ist wichtig. Wenn ich also TVA setze, dann muss ich zu Recht ganz gut bleiben, stopp, mein Kaufkraft, also weiter. Dafür geht die 2 Milliarden, geht ja nicht darum, für Steuererhöhungen netto durchzuführen, es geht darum, für ein Umwesel vom Steuersystem zu machen. Das heißt, schon die 2 Milliarden geholt, und ich gehe sie dann zurück. Und an der Etude, das dann simuliert, gibt dass das Ganze soll gerecht auflaufen, dass 60% gehen und die Haushalte zurück, 40% und die Entreprisen. Ja, 1,2 Milliarden gehen und die Haushalte zurück. Auf was für einer Form? Eine Reduktion von den Steuern, die Leute bezahlen, Reduktion von der Security Sozialen. Aber für die Leute, die schon sowieso halt kein bezahlen, dann netto Zufluss, für das die Kaufkraft gestärkt wird und dass sie nicht als Verlierer sollen rausgehen. Was hält ihr also für so Konzepte wie Klimageld und eben noch Redistribution von denen, die mit CO2-Budget locker eins gehen, an andere, die drüber sind, dass die Leute praktisch so zurückkriegen für das, was sie nicht verbraucht haben? Also ich meine, Mikrolevel soll ein ganz klar Incentive versetzen, dass die Leute sich sollen Nummer 1 bewusst sind, wie ein Konsumationsmuster sind. Fängt mit dem Bewusstsein an, geht mit der Education und dann geht es dann mal an, wie will ich mich da verhalten, wie will ich mich dann anpassen. Und das ist ganz klar so,
dat soll eng Manner Konsumatioun encouragieren, e spërsam ëmgoen encouragieren an sech in net spërsam ëmgoen moll net bestrofen, dat du net froh. Dat so ganz interessant. Wann man gucken, wann se Dreckskivel an de Bëch ausschëft, da simmer für alle eens. Nummer 1 die solle Protokoll kreien, Nummer 2 soll wäschkolge, dé solle bezzuelen. Lo se dawer so, wenn man zum Beispiel Luftverspotzung denken, dann ass dat so Perception, dat gratis ass. An eng Ekonomie ass neicht gratis. So gouf wannch Ekonomist sinn, muss iwwer no denken, wat ass de Kächtepunkt vun wie soll dat bezzuelen? Wie soll dat gerecht bezzuelt gin? Also geht et Manner Bestrofung, geht méi dëm wirklich watfri schuld mechennech an die schëtennech mechen, muss ich schlieg dafür opkommen. Kann so sinn, dat ich lo nëmmen e Produkt mechen, aber ma Produkter mechen, darf man auch net blond sinn oder naiv. Du bleif ke Footprint. Dach, dat immer e Footprint do. Dat froh, wie kann ich équilibrieren, wie kann ich minimiseieren, wie kann ich kompenséieren. An dann de moment also da war so die Schuld in den Städte sollch och muss opkommen, weil das sind Deel vom Produkt an dat also an der Ökonomie oriwertet als eng Klose. Weil du vielleicht wichtig als dann fir Konklusion von von der Retüte, dat am Fong van den Dat an der Lützebauer Modell sieht, dann die relativ probiert genau zu fassen, dat nach wie vor Emploi kreiert gëtt, dat nach wie vor den Emploi-Kreationun am Jahr 2025 von 1,5%. Oni dat so eng en Incentiv do wie den d'Ökonomie nachgeef fësselos muss auch net wëssen. An der Zweete dass mir hat awer in PIB-Wëstum vun 0,5%, mir hat eng Reduktionun vum CO2 vun 11%. Also Zieler giwen sprechen. Wat man nach net genug fir. méi wat awer ganz klar no firbringen. Nummer 1 kann ich soll sich mat so Thema beschäftschen, also probieren se anzubauen an d'Ökonomie dreint virun, gofir Leiit gin Erbesplätze geschafft, Leiit hunn erbecht verginnne so verdingen an CO2 geht drauf. Dat heißt, das lo net an dat wat fir alles wichtig wär herauszufannen, geft dat normalerweise mat zu springen, dat man nimi kompetitiv se, dat d'Ökonomie gift zu Summe brich. Top Flop. Wat will net ich muss erklären? Wat ich nimi will erklären, dass eng Ökonomie, die nohaltig ass net kompetitiv ass an zum Beispiel net Profiter generiert. Dat das net richtig, net richtig will as sech eng oder ich gi vielleicht dann direkt enëm weh. Normalerweise ginint Leute davon aus, wann se nohaltig investieren, dat ze Manner Profit soll rauskriegen. Mich ja, das war schon gut, man nohaltig investieren. Ja, ich will aber so verdienen, an wieviel muss ich dann abgehen. Gëtt Statistiken vun der ESMA as eng europäische Organisation, die komplett neutral ist, das sind Regulateuren. Die mechen immer Statistiken iwwer Fongen. An do könnt konstant raus, dat soll die vielleicht noch an 3 Jahresmoyennen net man Pike gucken. An 3 Jahresmoyennen könntet 2017 raus, dat nohaltig Fongen méi Profit machen wie die Normalfongen. Dat heißt, die Idee, dat nohaltig, dat do man da immer verbunden, ich muss selbst opgehen, ist komplett falsch. Punkt. Das will ich, man muss Leute versuchen, das ist nicht so, dass man Apps kascht. So, das ist das. Dat werden dann drüber nur denken, wie kann das da sein? Wie kann das sein, dass die mehr Profit sind? Weil das am Fond, also ganz klar, weil die Betriebe, die nachhaltig wirtschaften, die passen viel besser auf ihre Ressourcen, passen viel besser auf, dass die Prozesse gut sind. Und dadurch gehen ihr Käste rauf. Aber wenn ihr Käste rauf gehen, haben sie mehr Profit. Das ist die Evoli, eine Realität, die an Etüden immer rauskommt. Das Zweite, was rauskommt, das natürlich, und das ist das, was ich vorher gesagt habe, wir haben Gott sei Dank begriffen, dass verschiedene Externalitäten, die bislang an der Ökonomie nicht ihre Preis hatten, wie Luftverschmutzung, hat seinen Preis nicht, obwohl das ganz klar ein Preis da ist. Für das aus der Welt schaffen, kannst du das suchen, das natürlich auch an eng Conscience da ist an der Politik, für zu sagen, wir müssen die Preise auch klären. Und das möchte natürlich so, dass das Ressourcen nach mehr da möchte. Und dadurch ist es nach mehr wichtig, dass ich nur alles wirtschafte. Und dass ich mal Gedanken darüber mache. Und dafür wird zu sagen, nachhaltig kann nicht gehen mit Profit, nachhaltig kann nicht gehen mit Ökonomie, die erfolgreich ist, das will ich nicht mehr hören. Fakten, Fakten, Fakten.
Was hängt zu, muss ich mal verhalen, darf ich nie mehr vergessen. Die Zöl, ich gebe das so nennen. Wenn man darüber schwätzen, wir hatten ja immer über Steuern geschwätzt. Wir haben ein bisschen gesagt, was wir am Nachhaltigkeitsrat denken wollten, provozieren. Für wirklich, man denken ja ganz anders. Und das auch probieren, wissenschaftlich zu belegen. Du hast natürlich auch eine Zöl ganz stark noch vorkommen. Aber mal gucken, wie viele Ressourcen oder wie viele Steuern kommen im Moment von Pollutionssteuern oder Utilisation von Ressourcen, also Gebrauch von Ressourcen, die also die man nicht mehr erneuern oder nicht schnell erneuern. Da kommt am Anfang daraus, dass man im Moment rund 3,4% von unseren Einnahmen sind nicht von Pollutions- oder Ressourcensteuern. Da hast zum Beispiel die berühmten CO2-Steuer dabei. Du hast die berühmten CO2-Steuer dabei. Das will nach eng Zweeziffer, die super interessant ist, dass mir das Gefühl, dass man immer mehr so Pollutionssteuern angefordert haben. 2010 war die Ziffer bei 7,2%. Das heißt, 2010 hat man eine Vision, hat man von mehr Steuern abgehofft, auf Pollution und Ressourcenbesteuerung, wie man das 2021. Da muss ich aber kritisch nachfragen, die muss doch gar keine CO2-Steuer. Gouf keine CO2-Steuer. Also schon, also es sind noch andere Elemente, die hier mitspielen. Auch zu dem Zeitpunkt gouf vielleicht von der CO2-Steuer gestartet, da gouf auch Akzisesteuer, gouf noch Zuen abgerufen. Also insofern, das vielleicht auch der Tisch zu gewissen Developmenten kommen. Da muss ich natürlich auch etwas sagen. Ich fand, soll aber im Moment zugeschwärzt sein. Was alles zuletzt schon mal ganz stark blockiert, auch zum Beispiel bei der Akzisesteuer, dass von der gibt den Veto von dem Textshift. Da gebe ich schon so, mir hätte gesagt, okay, wir gehen den Leuten auf der einen Seite an der Revenuen, an der Sécurité Sociale oder Netto-Payout, gehen wir ihnen zurück. Und auf der anderen Seite hat man TVA entlohnt. Was zum Beispiel an der Etude, was den Default von der Etude ist, man kann ihn auch eine Etude natürlich nicht alles simulieren, dass wir uns zuletzt verschiedene auch Helligkeit, und ich will sie nicht de facto vorstellen, wir verschiedene Helligkeit, die es an der Politik zu bannen. Eng davon aus Indexation. Da kann ich so, wenn jemand Leben mit Deier geht, dann, ja, dann Mensch den Lohnausgleich. Das ist an der Reihe. Wir wollen schon eine Steuererhebung machen. Soll eng Steuererhebung dazu führen, ich will ja sozusagen ihn nicht encouragieren, für mich zu konsumieren. Ich gehe mir aber mehr an der Pfeife, dass er nach mir soll konsumieren. Also insofern muss ich sagen, wenn man so an das wäre von den Problemen für nach mir stärkt CO2 zu besteuern, also denken Sie Belastung, ich könnte die Leute zurückgehen, aber da man kann doch als Gefüge mit verschiedenen Automatismen, die man haben, könnt entwickeln, aber wir sind geistig nicht bereit, für du Kompromisse zu machen, für zu sagen, okay, wenn man also geht, dann hingehen und zum Beispiel eine CO2-Steuer, die treibt den Benzinpreis an Lüden hier und da, sonst okay, ich kompensiere die Leute auch nicht, aber ich muss vielleicht nicht über die Pi kompensieren. Ich muss ihnen da gucken, dass ich auf einem anderen Platz an der Umschiftung von den Steuern nicht mehr Steuerniveau hin das mehr gehen. Da kann ich da so, für was soll ich da mehr gehen? Sie soll ja mal konsumieren. Aber nee, den sich da gut verhält, den hat ja gebracht man vielleicht Konsumation und nicht mehr in der Tasche. Dann den hat netto richtig gewonnen. Den hoffentlich dann, oder das ist den hoffentlich sich reagiert. Den nicht reagiert, den ist vielleicht ein bisschen ein Netto-Spiel. Aber was wir wollen, dass die nicht sieht, man ja, mehr in der Tasche kann schnell selbst mehr. Und so gesehen, dass Steuer mit Steuern, du setzt mir das zu Limiten, an dem wo man andere Automatismen triggern, die zuletzt überschätzt politisch sind. Natürlich dafür brauchen wir doch eine offenen, weil da gehen wir aus dem Steuersystem raus, so natürlich wir können auf Autos verzichten, brauchen ein Mobilitätssystem, vielleicht auch eine andere Organisation vom Terrain, eine andere Organisation von der Stadt, von der Organisation und so weiter. Das sind alles Themen, die wir auch geschwärzt haben im Podcast. Also kein Sorge. Wir bleiben bei den Steuern. Das interessiert mich noch. Ja, also das ist natürlich so, auch genauso wie die Ökonomie nicht für sich eine Veranstaltung für sich selber, sind Steuern noch keine Veranstaltung für sich selber, man muss in der Kombination gesehen mit anderen Mesuren, die drum und drum setzt. Aber das ist natürlich eine Realität, wie man gesagt, die Jüdfrieden trifft, die lebt. Jetzt nur geschwärzt, TVA
Problem mit der sozialen Gerechtigkeit, weil es einfach die kleinen Haushalter mehr belastet, proportional wie Großhaushalter. CO2-Steuer geht ja ein bisschen dasselbe Argument gemacht, wenn in dem nicht umverdeelt. Wie kriegen wir dann, weil du gesagt inklusiv, also echt ganz wichtig, wäre das dann da wirklich so das, was uns fehlt, für das es wirklich zum Shift könnte eigentlich? Ja, also ich meine, muss ich noch so eine Typ gemäden an mehr, wann in der Welt, also ich gebe lo nicht, dann sind wir, wenn wir aus einsam nur als jetzt rot, das ist lo nicht im Koalitionsprogramm. Das ist nämlich kompliziert, wieso, und das muss ich natürlich mit graduellen Steppen machen. Wir können noch ein Thema ausschauen, kann man da lang machen, aber das sind komplizierte Mechanismen. Wir müssen aber wissen, dass auf alle Fall nicht von der Hand weisen, dass es komplett eine Katastrophe ging. Also das ist das, was wichtig wäre, zu sagen, dass du hast Blödsinn, das geht überhaupt nicht, das kann ich nicht, du hast auf Basis von einem ganz strammen Modell, den in Europa auch teilweise gebraucht wird, haben wir gesehen, dass das durchaus ging. Das ist das, was ich meine, was wichtig ist. So, wenn wir gucken, von der TVA geschaut, wie kann man die Shifter hier kriegen? Was ist dann so, wenn man wirklich die Suen abheben, dann muss ich ganz klar hingehen an den untersten Quartile muss ich beisetzen gehen, an den Leute auch netto ausbezahlen. Da kann ich das aber, da kann ich so, ja, aber das ist aber nicht sozial gerecht. Und da denke ich zum Beispiel gesagt, ja, aber das geht für dann Häschen, die reich, die fliegen für an die Karibik, weil die können sich das leisten, an den kleinen Mann, die können wir nicht mehr auf Mallorca. Weil wir sollen noch alle können durch, also es halte nicht für wichtig, dass die Leute sich bewegen an dieser Welt, weil da gibt es auch Citoyen du Monde. Das ist ganz, ganz wichtig für das Verständnis zwischen den Ländern abzumachen und für den Missbrauch und den Misstrauen zwischen den Ländern, dass zum Zweiten Weltkrieg kommen, weil sie sich nicht alle gekannt haben, höchstwahrscheinlich. Weil wenn sie sich alle gekannt haben, dann ist das nicht so schlimm, wie das, wo wir gesagt kriegen. Die Stresen ist aber wichtig. Und meine Antwort dazu ist zu sagen, das man schrecklich lädt, aber egal, ob es billig CO2 ist oder teuer CO2, die fährt immer in die Karibik mit seinem Jet. Und das ist sogar so, dass der kleine Mann den Preis von der Pollution muss für bezahlen. Und das ist so das, was man nicht will. Das gibt kein System, das perfekt ist. Wir werden dazu feiern, dass den auf jeden Fall mal seinen Preis muss bezahlen. Und der kleine Mann muss nicht dafür abkommen, dass man Pollution kriegen. Der muss seinen Preis bezahlen. Und er muss für seinen Kosten abkommen, zu Recht. Natürlich mit der Dreckskiste, wenn ich den Dreck mache, muss ich auch gucken, dass er fortkommt. Das ist also das an der Hinsicht. Und durch den Ausgleich, den wir aber schaffen können wir dem aber auch noch mal die Möglichkeit geben und zum Beispiel auch mal zu reisen, weil nicht einen gewissen Ausgleich kriegt. Kit, dass über den teuren Preis geht ihm schon bewusst, und merkt, ja, das du Mensch. Da könnte natürlich in einer Wolle ans Spiel, dass ich glaube, auch keine Ökonomie, die nicht mehr über Gesetze gesteuert wird. Ökonomie als eine Psychologie von den Menschen. L'offre de la demande, den so da kritisiert wird, ist nicht ernst, wie als Verhalten probieren zu modellisieren. Und wenn wir da gucken, also, wenn wir also so, wir wollen zum Beispiel den noch dazu kriegen, dass den in ändert Verhalten und dergleichen, da muss ich hier motivieren, intrinsèquement die Entscheidung zu wählen. Was heißt das? Zum Beispiel gibt es eine gute Zugverbindung, wenn ich will, zum Beispiel auf Code fahren. Ich fand eine Katastrophe für Europa. Wenn wir gucken, wo fängt man an zu sagen, nee, wir dürfen nicht mehr den Fliegerhöhle für Brüssel, was zu Recht ist. Zugverbindung ist eine Katastrophe. Wir haben keine Franken investiert. In europäische Reise, wenn ich gucke, wie flott das von Lützeburg nach Paris fahren, du hast keinen normalen Mensch, der nach einem Flieger hält. So soll es sein. Doch soll sein, dass ich am Anfang einfach so mehr natürlich. Und du hast natürlich Remmenke, ja, wo die Politik muss mitspielen. Ich gebe dann ein Beispiel, das ich schon können suchen, ob für die Zugreisen europäisch viel mehr stärker zu machen, dass ich gerade so gerne ob München am Zug fuhren, am Platz den Flieger zu holen. Und da kommt natürlich auch dabei, dass man zum Beispiel im Moment ein Steuersystem haben, den eine Aviation noch immer befehligt. Und das heißt, zum Beispiel Kerosin gibt es weder Steuern nach TVA, wo man, oder ein Ticket gibt kein TVA, wenn sie international fliegen, was sie alle machen. Und da am Gegenzug, wenn ich den Zug holen, dann leidet auf TVA drauf. Da muss ich dann aber so, ja, irgendwo muss ich aber dann auch Level Playing Field aufhören, zwischen den Moyen. Wenn ich gerne hätte, dass die Leute sollen also mit den Zug holen, dann kann ich nicht den Flieger über eine
eng Steuermesure befehldigt. Dat mcht Käsen méi. Level Playing Field, also fantastisch Stichwort. Der kritische Geest. Bringt dann nicht für Lützeburg lang geht, aber Lützeburg super CO2-Steuern hat dann alles an die anderen nicht abmachen. Wir können da lang nicht das ganze Steuersystem auf der Welt ändern. Da sind wir doch machtlos. Für allem tun wir dann mal selber Futti. Ja, also das ist ganz klar richtig. Wenn wir lo wollten, dass du alles allein machen, das hat seine Limiten. Möchte also auch ganz bestimmt einen gewissen Teil negative Konsequenzen. Du kannst immer, du nicht zu schnell abgehen. Das heißt, kann ich immer so, ja, dann machen wir nur nicht. Aber ich kann noch so einen Spruch, wenn ich will schnell gehen, gehe ich allein. Können wir Lützeburg allein machen, aber wenn ich will weit gehen, gehe ich zusammen. Ja. Und das so, ich meine, wenn wir gucken, eine planetarische Herausforderung, wo jede Verantwortung muss ich verhüllen, das ist mal ganz wichtig. Jede muss Verantwortung verhüllen. Aber also ist doch wichtig, dass wir als Lützeburg also nicht, wir können da nicht alles allein machen, aber wir müssen uns an einem europäischen Kader manchen. Ich meine, du hast einen europäischen Kader, wo Lützeburg eine Influenz hat. Wir müssen uns an einem europäischen Kader positionieren. Das heißt, wir sollten noch effektiv hingehen, und wenn man das größt ganz gucken, mal an Europa auch eine Rolle spielen. Und was könnte das zum Beispiel für mich heißen? Wir können hingehen und wir können uns auf ein Qualis, wenn wir schwätzen, von aus meiner Sicht gerechte Behandlung von dem Flugverkehr. Wenn ich mich, also dafür kann ich einfach so, ich kann mich an negativen Eck setzen, ich kann mich an neutralen Eck setzen, oder ich kann mich an einen Eck setzen, wo ich so, wir müssen darüber nachdenken, dass wir das am europäischen Niveau machen. Aber wir müssen nicht so mehr am europäischen Niveau, dass das die europäische Ökonomie geschürt hat. Was heißt das? Wir müssen dann zum Beispiel hingehen, und das ist aber noch mehr kompliziert, mir ist just für den Gedankengang. Ich gucke also nicht, den Kerosin zu besteuern, wo getankt wird, weil wenn ich dann also irgendwo am Middle East, wo nichts wahrscheinlich mehr billig ist, tanken, dann fliegen dann durch die ganze Welt, und die Lufthansa muss hier und die Lufthansa muss hier zu Lützeburg tanken, ja, dann wie soll das gehen? Aber ich kann ja auch so, ich von den europäischen Flugraum fährt, die muss die Steuer bezahlen. Und wenn man das dann ein Level Playing Field für uns alle gut, dann kann ich da so, ja, mehr, wenn ich von die Lufthansa an Amerika fliegt, ja, dann muss das so lange gehen, bis die Amerikaner auch so, ah ja, komm, wir machen du eine Steuer, weil das gerecht so. Wir sollten so hingehen, dass wir das intelligent machen, weil man einfach das so, dass Kompetitivität als eine Realität, ob wir sie füllen und nicht füllen, wir können nicht per Gesetz aufschaffen. Wir müssen es einfach nicht an alle Domänen durchbeihen. Das ist aber eine Realität, die nicht wegzudenken ist. Wenn ich zurückkomme auf Ihre Zukunftsvision, eine wirklich nachhaltige Ökonomie, nicht mehr nachhaltige Ökonomie, eigentlich auch. Ja. Was sind die ersten Schritte, die man noch 4 gehen? Ja, also was für mich wichtig ist, auch für den von den Steuern geschwärzt. Steuern ist natürlich etwas, was am politischen Niveau für Kommunitäten dezidiert wird. Da kann ich nicht mehr sich machtlos für drauf fühlen. Das ist auch richtig, dass ein Teil was machtlos ist. Ich sage dazu immer Folgendes. Wir können als Welt verändern, wenn wir an die Ökonomie denken, können wir als Welt verändern, auf der Basis, dass wir Stimme gehen, für die Leute, die dafür stimmen. Das ist noch mehr ein Privileg. Das ist schlimm, dass die ganz Leute, die nie mehr wollen, einen Spruch wollen. Darüber haben wir auch geschwärzt. Voilà. Das ist der Yang. Dann ist die zweite Wolle, das ist meine Konsumation. Ja? Und meine Konsumation, ich muss mir ein Bewusstsein schaffen, dass bei alles, was ich mache, dass ich eine Konsumation dein Konsumation mir Footprint töt. Und ich soll darüber nur denken, was für ein Kompromiss ich will machen, was sind Konsequenzen von dem, was ich mache. Ich bin dagegen für direkt, was ihr da gesagt habt, was man da halt geht, der Verbindung, wo das Spaßbremsen hat. Nein, ich muss mir bewusst sein, was meine ich da, wie kann ich auch kompensieren, wenn ich dann Verhalten habe, verschiedene Sachen will ich vielleicht denken oder Passion haben, oder nicht op der denkt oder anfällt verzichtet, mir kann ich nicht kompensieren und so. Einfach mir darüber nur denken, was das meine Verantwortung, was kann ich machen? Und du geht es echt, ich kann machen. Ich esse gerne Fleisch, zum Beispiel als Eltern,
die sind als Dackers Generationune kommen, wo sech net all der Flech konnte lechten. Dunno gouft der immer gemerkt, wech mat Kalchte soll all der essen. Man nee, och wann mat Kalchte schmeler. net Echtens und Reis net gut fir min Gesundheit. Das an zweitens also de Problem am globalen Spiel. Ich kann net so an Brasilien Amazonas Bëch gedoof geholzt. Für wat Deelweis ma jo will ma Mengen mis no méi Flech produzieren. Wann Manner essen, da gibt es Manner produziert, das Realität. An dufir ass déi Verantwortung, die as reell, die kann dech net einfach mal Politik trecken. Sie soll den anderen Gesetz an Amazonas Bëch soll net kann ich net zur Luftgols gin méi danégentéi Gedawer wie von fir dann die Beichnéi zu hunn, muss Soja hunn, muss alles sofir ze fiddern as weiter. Hicht Ech muss dat net alles hunn. Ich kann do effektiv még Grenz ranzen fri soll de Mäche wie wët, wann e wët vegetarisch schnecht ergéint, Ech sinn net net. Mei hunn awer en ganz aner Bewusstsinn hunn entwickelt, vun 100 Schwees wéi dat das. Also die Konsumatioun ass fich. Lo da wo so heinst du ginn zwer verschiedene Sachen, die ich nëmi will tun als Konsument, mit hat kein Alternativprodukt. An du fängt daneben a da kommt op das Thema fir run och mat menggen Investissement zuen kann ich Responsabilität überhöllen. An du kann ich so Majo ech hätte gern, dat het an die dote Richtung geht oder an die dote Richtung. Du hast schon ganz fichtech, du gëtt ganz klar Trenden an noch Sachen, die ihr gesagt, dat beaflosst die Ökonomie. Will das ganz einfach so, dat du wost Investimenter hifleessen, du kann Apps kreiert gin, méi du gi noch Preis op der Buchsen anlot. An Dufenner sind dann auch en Incentiv do, wir brachen en ekonomischen Incentiv, du hast dann eben noch den Incentiv do fir ze so ma jo dann lo unterstützen mat déi oder da geht d'Ekonomie méi an die dotte Richtung. Hummer zum Schluss nach Käier Kritze Reck bei Finanzen. George Bock ist so 25 fir Gespräch. Merci auch. Dat war der Podcast One Planet 20 Futures vum Nohaltegkeetsrot Lützeburg. Echen haut geschwert am George Bock iwwer Steieren. Et war méi spannend wie ich geduert hunn. Ech resümieren zum Schluss immer kurz Gespräch. Dir sot e Steuersystem vun der Zukunft muss ganz klar nohalteg inklusiv an kompetitiv sinn. Die 3 Pilier mussssen ze Summe geduert gin, an dëfir Hüt, die dafir stalt huet ass den Tax Shift an dat das wichtig, dat sind dat och gemeinsam beschwätzt, net nëmme géint den méi Madeneen, anhich och net nëmmen als Lützeburg méi als Europäesch Union. Da gehäert Herrscher awer och dazu, dats man iwwer individuelle Responsabilitéit schwätzen, an dozu gehäert och de Konsum vu Finanzen vun Finanzproduieren, wo et net schwezech bëssen darüber ze informéieren, an och Responsabilitéit ze iwwerhoelen, an net nëmme Responsabilitéit ofzeginn an alle Bereicher. Ass dat okay? Ja, Anne schon geleiert, dass CO2-Steuer nicht so wahnsinnig viel an der Tasche vom Staat ist. Genau. Ich so, vielmals merci. Merci auch. Ich so, merci für die Nullauschen und für die Gucken. Dir fand also alle Podcast-Plattformen. Abonniert euch für keine Episode zu verpassen. Nächste Freitag geht es schon weiter. Bis dahin schwätzt, wenn ich über den Podcast mit ihrer Kollegen, Freund, Familie. Schwätzt kontrovers, aber schwätzt. Nächste Woche heißt es One Planet 20 Futures Zukunft also lo.